Wir sind zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel und wollen uns heute, ja, nochmal um die Pyroxenkrieger kümmern und das Tor öffnen. Pyroxenkrieger, die natürlich auch sehr, sehr geil waren. Sehr viel Bock gemacht hat. Und jetzt hier können wir mit den Erdkugeln, glaube ich, was sind das? Jo. Das Tor entsperren und uns auf ein neues Duell stürzen. Was kriege ich als Belohnung? Fusionseinberufung, also... Mit dem Wühlon-Würfel können Ausrüstungszauber und Synchrobeschwörungen zusammen angewendet werden. Selbst wenn das Wühlon-Prisma und so weiter sonst mal das Spielfeld wird. Was? Aha. Dass du mit mehr Angriffspunkten zugreifen kannst. Anzugreifen kannst, also. Ja, würde man sagen, versuchen, wa? Nachdem wir in der letzten Folge die Gladiatorengeheuer wohl ja, ziemlich abgeschlossen haben, kehren wir hier nochmal zurück. Ah, schöne Scheiße. Ich anfangen muss. Ritter Sardo Zwilling. Das war schon mal ein cooler Effekt. Walding, aber die Frage ist nachher mit den Edelsteinrittern. Okay, es gibt noch Exis-Monster davon. Laval-Dingern kann ich dann die bilden. Laval Doppelschlechter unter anderem. Die bekannten Edelsteinritter Fusionsmonster. Okay, okay. Laval Val X-Lords. So. Donnerpyroxen, oha. Autschen. Ah, das auch noch, wa? Oh, Mann. So. Brillante Fusion. Also kommt mir gerade auch vor. Kann man ein Deck hinzufügen. Was? Einmal pro Spielzug. Du kannst einen Zauber abwerfen. Das durch den Effekt dieser Karte schon ein Monster hält bis zum Ende. Es geht also einen Grundangriff pro Spielzug aktivieren. Ah, okay. Tja, was rufen wir denn da, wa? Der wäre zwar grundsätzlich nicht verkehrt, aber wir machen die gegnerischen Punkte ein bisschen Sorgen. Du kannst nur einmal pro Spielzug einer mehr. Offenes Friedhof legen, aber das ist zum Beispiel eine Deckung an, sondern Spezialbeschwörungen. Ja gut, aber wozu? Die Punkte gehen ja auf 0, selbst wenn nicht, hätte ich da schwere Chancen. Tja. Könnte man zwar so schon machen, aber...
Die Frage mit dem Synchromonster, das ich habe, vielleicht schaffe ich es mit dem ja besser. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Den noch. Habe ich ja schon. Nehmen wir den nochmal. So, zurück auf die Hand. Also, ich könnte den Effekt nutzen, um Monster-Animationen abzuwerfen, damit Edelstein Ritterdame ursprünglichen Punkte zurückbekommt. Nützt mir gegen das Vieh noch nichts. Ich kann dann den Effekt hier, den Edelstein Ritterdame, nutzen, um ihn abzuwerfen, um ein neues Viech zu rufen. Was eigentlich nicht schlecht klingt. Neues Fusionsmonster. Okay, die Option habe ich aktuell. Ich muss natürlich mal gucken, was sie aktuell so für Karten haben. Den habe ich eigentlich schon gesehen. Der wäre eigentlich nicht schlecht, Rubin. Das ist eigentlich das Tribut an die Monster auf dem Spielfeld. Ja. Ja gut, ich kann natürlich noch weitere Edelstein-Ritter rufen. Ne? Das ist momentan nicht das Problem. Das wird dann gehen. Was ist mit dem hier? Warte mal, ich habe ja den, der ist Stufe 1. Was kann ich denn dafür Synchromonster rufen? Der wäre nicht schlecht, aber ich muss erstmal aufs Feld kriegen. Ja, wobei, warte mal. Wenn ich den rufe, habe ich Stufe 6 Monster. Aber das hier natürlich ein Stufe 1 Viech. Das wird dann zurzeit nicht gehen. Gut, die Dinger kann ich eigentlich momentan vergessen. Ja, Waldrache. Der wäre eigentlich nicht schlecht. Das Problem ist, Laval-Monster haben jetzt nicht zu viele. Momentan sogar nur 2 Stück. Das heißt, wir werden momentan gar nichts bringen, den Effekt, das Monster zu rufen. Das Vieh bringt auch nichts. Ich kann es zwar dank ihm hier rufen, aber wie bereits erwähnt, hätte dann bis zu dem Zeitpunkt nur ein Laval-Monster. Laval-Monster. Deck hinzufügen. Der klingt so gesehen auch nicht schlecht. Okay. Vielleicht erst mal gucken, dass ich jetzt dem mal loswerden, ein stärkeres Vieh rufe, wa? Ich könnte natürlich nochmal als Normalbeschwörung rufen, bringt mir momentan nicht so viel. So. Und jetzt haben wir gelernt, Karten oder Effekte. Effekte aktivieren. Jo, wäre cool. Aber warte mal, stimmt. Wenn ich den rufe, Stufe 7 könnte ich auch fusionieren mit dem hier, nicht Stufe 8, Synchro-Beschwörung. Dann geht es um Effekte. Wäre zwar auch nicht schlecht, aber ich tendiere momentan eher dazu, so Viecher zu boosten. Wäre halt der am besten. Ich muss den da irgendwie loswerden. Hier ist ein Ritter Rubin. So.
Frage den Effekt hier. Kannst du abwerfen? Also, bis zum Ende des Spielzugs. Ja, bis zum Ende des Spielzugs, okay. Nee, ich glaube, dann lass es mal so, wie es gerade ist. Weil den kann ich jetzt nur noch als Spezialbeschwörung mit Wiedergeburt zurückholen. Das heißt, er auch muss eher als Fusionsbeschwörung. Danach ist es vermutlich egal. Guck mal. Ist Learning by Doing, Freunde. So, mit dem eventuell angreifen bringt nichts. Das sieht, glaube ich, jeder ein. Jetzt den Effekt nutzen bringt mir auch nichts. Ich will eine wertvolle Zauberkarte, also. Mein Zug. So, was ist jetzt mit dem Effekt? Den kann ich pro Zug einmal nutzen, wa? Du dann. Die nette kleine Ritterdame. Kann sogar selber opfern, krass. Nutze ich mal den hier. Auf die Hand. So. Der gilt immer noch heiß, ja. Die Frage, kann ich jetzt den eigentlich pro Zug einmal nutzen, weil es ein permanenter Zauber? Der mittlerweile Schrei der Untoten, man könnte es mal riskieren. Ah, okay, geht auch nur so. Schade. Oder Glück gehabt, ich habe keine Ahnung. In Phase 1 kann ich natürlich nicht nutzen, da ist klar. Schaut unten, nein, aber schon auf dem Feld, alles klar. Läuft doch aktuell wie geschnitten Brot, Freunde. Und letzte Folge lief sehr gut. Okay, das ist eigentlich gemein. Jetzt habe ich gerade so viel Glück. Das ist ja. Nee. Also Glück müsste eigentlich verboten sein. Kommen jetzt langsam Monster hier aus, aber egal. So. Jetzt kann der Gegner nichts machen mit seinen Effekten. Zack. Und er kann das Duell beenden. Victory is our. Was auch sonst. So, ein Duell geschafft. Also läuft echt geil. Ja, ein Duell hätten jetzt zwar noch offen, aber ganz ehrlich, hätte er jetzt noch Bock, irgendwie mal das nächste hier aufzumachen. Und zwar den hier. Der wird vielleicht eine Variante, aber zuerst mal der hier. Karakuri. Oder vielleicht doch irgendwie die hier? Ne, komm, wir können eigentlich das hier öffnen. Ah, ja dann. Okay, der Rest ist noch nicht offen. Karakuri, du. Szenario. Geschafbelohnungen. Okay. Die Ursprünge studieren. Hast du schon mal von einem Buch mit dem Titel Karakuri-Aufbau gehört? Nö. Wie sieht das Innenleben der Karakuri aus? Wie sind sie entstanden? Alles Wissenswerte über die Karakuri ist in diesem Buch enthalten. Lass uns die Geheimnisse dieses Buches entschlüsseln und in die tiefe Welt
der Karakuri eintauchen. Vor langer Zeit gab es ständig Konflikte zwischen den Nationen. Der Aufruhr war buchstäblich die Hölle auf Erden. Mitten in diesem Zeitalter, um den Streit zu beenden, versammelte ein Feudalherr die größten Karakuri-Handwerker um sich. Der Feudalherr verkündete den Ingenieuren: Ich will, dass ihr Soldaten entwickelt, die stärker sind als Feuerwaffen. Das ist ein wichtiger Befehl. Ich will, dass ihr alles dafür gibt, ja? Sofort machen sich die Ingenieure daran, Vorrichtungen mit großer Macht zu entwickeln. Entscheidend für die Vorrichtungen waren goldene Zahnräder, die es in einem fernen Land gab. Der Feudalherr gewährte den Ingenieuren ihren Wunsch und es gelang ihm, die goldenen Zahnräder zu beschaffen. So wurden mysteriöse Vorrichtungen mit unermesslicher Macht geschmiedet. Nach mehreren Jahren wurden Karakuri, ausgerüstet mit den goldenen Zahnrädern, fertiggestellt. Die Kunstfertigkeit der Karakuri war unübertroffen. Ihre Werke beeindruckten jeden Betrachter. Zur Befestigung gehörte Schloss der Karakuri, ein Meilenstein in Panzerung und Verteidigung. Die Schlachtvorbereitungen waren abgeschlossen. Mit dem Kommando von Karakuri Shogun Nummer 0 Burei stürzten sich die Karakuri kopfüber in die Schlacht. Nach so vielen Schlachten war es ein wahrer Segen, dass ein Zeitalter der Ruhe begonnen hatte. Das Zeitalter des Krieges war beendet. Jetzt werden wir erkunden, was als nächstes mit den Karakuri geschah. Sind wir selbst zerstört? Oder so, keine Ahnung. Wir kriegen eine Karakuri Spinne. Irgendwie sieht es so aus, als wäre sie auch ein bisschen oldschool. Was macht ein Karakuri-Deck einzigartig? Also einige Monster wirken schwach auf den ersten Blick, da sie die Effekte ihrer Kampfposition ändern, wenn sie angegriffen werden oder zum Angriff gezwungen sind, weil sie dazu in Lage sind. Das Deck wird jedoch von Effekten unterstützt, die aktiviert werden, wenn sich Kampfpositionen ändern. Da Karakuri-Monster im Kampf zerstört werden. Wenn du deine Strategien auf die mehrheitigen Karakuri-Synchro-Monster konzentrierst und diese Effekte zu deinem Vorteil nutzt, kannst du den Gegner leicht überwältigen. Okay. Lernen wir das mal, wa? Die haben ja auch laute Nummern irgendwie. Also das Karakuri Komachi Nummer 224 Ninishi. Okay, kann nochmal rufen. Maschine Empfänger. Das hier ist ein neues Symbol für Empfänger. Krass. Ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Jetzt ruf ein Synchro-Monster. Ich versuch's doch schon. Also. So, Freunde. Synchro-Beschwörung, würde ich mal sagen. Der Shogun. Jetzt ein Ausrüstungszauber, um Friedhof zu rufen, okay. Hyper zur hohe Wange, so eine Verteidigungsposition gebracht. Das Niedergrafik hat er dann Nisaman. Okay. Die werden vorher schon dazu gezwungen, alles klar. Also vor dem eigentlichen Angriff. Das Spielfeld zerberstet. Victory is ours. Durchaus interessant, muss ich zugeben.
Wir können auch schon das Duell starten. Er muss aber zugeben, dass wir eigentlich schon am Ende der Folge angelangt sind. Ja, vielleicht 1-2 Minuten noch, aber mit einem neuen Deck kriege ich das jetzt nicht hin. Wir haben ja sonst auch gerade nichts zum Öffnen, oder? Irgendwie... Also hier sind wir ja, wie bereits in der letzten Folge erwähnt, ja soweit ja fertig. Klar, die beiden, oder die drei müssen noch mit dem anderen Deck noch machen, aber ansonsten sind wir da durch. Pyroxenkrieger. Da fehlt noch das letzte Duell, das Tor haben wir geöffnet, genau. Nochmal so by the way noch machen, das letzte Megalythen. Da habe ich ja das letzte Mal ein bisschen verkackt. Da fehlen noch beide Duelle, das Tor ist aber auch offen. Haben wir Ruin und die Mais. Ich glaube, da haben wir doch alles soweit auch gemacht. Okay. Ja, hier am Anfang ist, glaube ich, oder war es relativ übersichtlich. Ne, stimmt, da haben wir zwar gesperrt. Ah, die Lichtkugel fehlt noch. Okay. Ich bin gespannt, ob wir die jetzt hier kriegen würden. Dann der absolute Monarch. Da fehlt dann auch noch ein Tor. Ne, haben wir alles gemacht, bis auf das eine Rückduell, beziehungsweise das eine Duell mit unserem eigenen Deck oder dem anderen Deck, je nachdem halt. Ja gut, wenn wir sagen, das war interessant. Interessantes Duell mit den Pyroxenkriegern. Und dann natürlich noch ein interessanter Einstieg jetzt hier in die Karakuri, wie sie auch so gehandhabt werden und so, wie man sie spielt. Und ich würde sagen, dies und vieles mehr sehen wir in der nächsten Folge zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis dahin. Ciao zusammen!